onze Geschicht Nummer 43. Wir vertalen uns ditmaal noch mehr von den Mennoniten Aarem von Mexiko naar Britisch Honduras traken en dan van de Pioniere Aarem schwoaren Aunfang in Britisch Honduras, dem van Deutschen Belize. Laatst Mal hadden we gerade noch verteld dat de eerste groepen oud-kolonische uitwanderers van Chihuahua en de staat Mexico City angelangt werden. Jacob Wieb vertelt wieder en zegt, van Mexico City fuhren de uitwanderers nog verder, alle met autobuses Coatzacoalcos, Veracruz. Aber von Coatzacoalcos mussten sie andere Transportmittel finden. De staat Coatzacoalcos ligt aan dem großen Rio Upana Nacional. Über diesen River wir damals noch keine Breg. Die Wanderer und ihre Sachen mussten mit kleinen Boots, so Lammen, über den River geschwommen worden bei der Suchstation an der anderen Seite River in der Stadt Allende. Als die Wanderer montags morgens von Allende mit dem Zug wiederfahren wollen, dann wir nicht genug Ruhm in den Passagierwagens für alle. Aber für die Passagierwagens hat der Zug zwei Plattformwagens mit Autos daboven. Daarboven können junge Männer und Jungs mitfahren, zodat doch alle Wanderer mitfahren können bei Francisco Escarcega. Diese Zugfahrt dauert 24 Stunden. In Francisco Escarcega leiten die Wanderer sich mit ihren Sachen top mit 5 Trucks auf einem sehr lageren und humpeligen Erdweg durch den Urwald bei Chetumal, Quintana Roo führen. Hingeweis brück einer von ihren Trucks durch. Seine Lot musste auf die anderen 4 Trucks verteilt und mitgenommen werden. Nachdem sie die ganze Nacht am Wald auf dem lageren Erdweg gefahren wären, kamen sie bald, wo der Hochweg all gemerkt war. Von dort die dort noch einmal ein paar Stunden bei der Grenzstadt Chetumal. In Chetumal starb ein kleines Kind und war dort begraben. Da mussten die Wanderer mehrere Allüren bei Immigrationsbeamten an alle als Einwanderer registriert haben. Als endlich alles bereit wird zum Wiederfahren, dann leiten etliche Familien sich mit einem Boot von Chetumal bei Blue Creek führen. Aber die meisten von den Einwanderern leiten sich von Chetumal mit British Honduras Trucks wiederführen bei Blue Creek. Als sie in ihrem neuen Heimatland wiederreisen, dann wird die mennonitische Einwanderer dort abholen, dort die Vorteile dort alle auf der linken Seite vom Weg fuhren. Die Fahrt von Chetumal auf dem Blue Creek Land, ungefähr 100 Mil, wäre noch besonders beschwerlich. Der letzte Strecke von dieser Fahrt, so wie 20 Mil, wäre eigentlich überhaupt kein Weg. Da fuhren die Trucks lange Enge auf sehr sonnige Erde und manchmal mussten viele von den Wanderern nachschieben, um wiederkommen zu können. Ein Truck geht ganz ab mit Schaufeln und muss gleich dort stehen bleiben. Knapp 14 morgens kamen die Wanderer bei den kleinen Häuserchen auf dem Land an, wo nu ihre neue Heimat worden soll. Schwinn wird ein Truck ladig gelot, sodass sie damit die Sachen und die Menschen, was auf dem Truck wären, was hingeweis versagt hat, auch holen fahren können. Endlich wird der lange, schwere Wanderweg mit seinen Strapazen für die mitgewordenen Wanderer zum Ende gekommen. In das schwere Pionierleben im neuen Land mit seinem tropischen Klima nimmt den nächsten Morgen seinen Anfang. Das ist das Wort von der ersten Gruppe oud-kolonische Uitwanderer ihrer Geschicht, auf ihrer langen Reise von Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, bei ihrer neuen Heimat auf der Blue Creek Siedlung von Deutschen Belize. Da können noch viel ähnliche Geschichten vertelt worden, dann in den Jahren 1958, 59 und 60 trokken noch mehrere Gruppen von oud-kolonische Familien von Chihuahua, Mexiko nach British Honduras. Im Buch Gäste und Fremdlinge auf der 306. Seite ist der Landkarte von Belize, den damaligen British Honduras. Dort kann je, wer nicht mit Belize bekannt ist, sein, dass die Blue Creek Kolonie ganz in der Nordwesteck von Belize am Rio liegt. Das haben wir vielleicht al eher gesagt.
Nu is nog een beetje meer van hoe wij een oud-kolonische lied naar Britisch Honduras strijken willen. Zoals we al gezegd hebben, wollen viele Lied von Mexiko weg wegen dem soziale Versicherung. Da wären manch einzelne Menschen, die dort verstanden, so einen Schwung zu geben oder so ein Gerede im Rumgehen zu bringen, als wenn wir alle Mennoniten in Mexiko würden matten dem Sozial angehören. Und dort bracht dort, was dort sehr viele Lied geleiten, ihren Glauben wegen uitwandern zu matten. Man redet damals viel davon, dass zu der Regierung ihrem Sozial zu gehören, dass wir eine gewisse Verwältigung, dass wir ein Tragen am fremden Joch, am fremden Koller. Und dabei wollen viele Mennoniten von Mexiko wegtragen. Aber ich glaube, zoals wir alle sehen, da wollen vielleicht noch viel mehr Lied hauptsächlich da werden, nicht ehrlich hingetan noch Britisch Honduras tragen, wie sie endlich eine Gelegenheit sagen, dort zu Land zu kommen, zu können für all ihre Kinder. Viele old-kolonische Büros wollen nach Britisch Honduras tragen, wie sie hofften, dass da nicht die großen Uneinigkeiten sein würden, während der Umreifenräder brocken und der Traktoren. Aber ironischerweise glaubten einige Büros, dass da nicht Umreifenräder gebrochen worden würden, wo je in andere Büros sich feststellten, dass man andauer lassen würde, am Frieden der Umreifenräder brocken. Und das macht das Taubleben auf der Blutkriegssiedlung von Anfang an sehr kompliziert. Hier nur ein paar Beispiele von, was ich damals aus einer Ironie sah. A. Einer von meinen guten Freunden, Cornelius Bahnmann von Kronstadt, trat mit seiner Familie auch nach Britisch Honduras und keinmal nur ein paar Monate war zurück von dort. Als ich am Früh was an so schwind zurückgebracht hat, dann sagte er ungefähr so: Ich will am Frieden halten, all bei meinem eisernen Räder am Traktorbrocken bleiben. Und ich dachte, dort würde ich dort vielleicht leichter kennen als hier auf dem steinigen Land. Aber ich fand dort sehr bald aus, dass, wenn dort irgendwo an Umreifenräder fehlt, dann ist dort auf den Mennoniten ihre neue Blutkriegssiedlung in Britisch Honduras. Weil, als ich hier dort noch einer von meinen guten Freunden, Jakob D. Dick von Kleefeld, auch mit seiner Familie nach Britisch Honduras tragen will, dann frug ich ihm, was ihm fehlt, woran er noch dahin tragen will. Und seine Antwort war: Ich will jeden mal von dem großen Streitweg, den wir hier haben während der Umreifenräder. Vielleicht können wir auf eine neue Siedlung mal am Frieden leben während dieser Umreifenfrau. Das wären nicht die einzigen zwei Büros, was während diese zwei ganz verschiedene und gegengesagte Ursachen nach Britisch Honduras tragen. Da wären viele so eine Büros, die sich angebildet haben, dass sie dort würden am Frieden ihre Umreifenräder brocken dürfen. Und da wären auch viele so eine Büros, was da glaubten, dass die Umstadt auf eine neue Siedlung war, da würden besser kontrollieren können, dass nicht Umreifenräder gebrochen worden können. Und das kann ich nicht verstehen. Denn dass wir hier 1958 auch klar zu sein, dass die Gemeindeleitung, besonders auf der Manitoba-Kolonie, die Quatemok, aber auch auf der Swift-Current in Nordkolonie in dieser Kontrolle sehr bald ganz verlieren würden. Dort von Mexiko nach Britisch Honduras uitwandern ging auch viel zu bosig. Nach eher alles gut reitgemerkt worden war, fängt die Uitwanderung an. Und sehr viel zu viele Familien wollen von den ersten Uitwanderer sein. Nu war dat trägt nur die Siedler ihre schwere Pionierarbeit. Peter Harvey Wieb sagt in seinem Schreiben:
Der Mann, der den Mennoniten dort Blutkriegland verkauft, der hat auf diesem Land 10 kleine Hiesakjes gebaut für die ersten altkolonische Einwanderer in Britisch Honduras. Von den 43 Familien, 240 Seilen, wat er am 26. April 1958 angekommen wären, schleipen die erste Nacht so viel als in diese kleinen Hiesakjes Raum hatten und ihr Tag. Die Ewer rechten sich für die erste Nacht Büten an zum Schluppen. Diese Lied wussten, dass die Schnittmehl, die mit ungefähr 60.000 Quadratschau geschnittenes Bühalt mitgekauft worden wäre, nur eine Mil Westen von ihrer Hiesakjes lag. Und am nächsten Tag gingen viele Männer und Frühes, Junges und Mädchen zu Fuß, nur die Schnittmehl haan und drüben von dort Breda und Stenders, was darbte. Die Voders kauften Särgen, Hommasch und Nägel und nägelten mit Junges und Mädchen Taubschwind, Meier Hiesakjes Taub. Die zweite Nacht kann all jeder einer an ihr Tag schluppen. Einige Lied hatten kleine Eilovers mitgebracht und brauchten Deitum damit kirken. Aber am ersten Tag mussten noch viele Frühes ab offenem Vier kirken. Aber meistens wurden Schwind ovens abgenäht und dann von Eiltonnen Flecker Blech zugeschnitten und aus Ovendaken gebrockt zum Dorboven kirken. Bakovens wurden auch Schwind abgenäht zum Baken und alle Ansiedler konnten bald ab eigenem Herd Eten merken. Eine Week later kam die zweite Gruppe Einwanderer von Chihuahua bei Blue Creek an. Aber dann hatten viele von den ersten Einwandererfamilien sich all ein Häuschen gebaut dicht bei der Schnittmehl, wo das Bühalt reit lag, und wären daheim angesiedelt, so dass die nie angekommenen Einwanderer auch können Ruhm fingen an ihr Tag an die 10 erste kleine Hiesakjes. Die ersten 43 Familien ihrer Fracht, Möbeln, Haushaltssachen und Handgerätschaft kam an dem Rio Hondo ungefähr 8 Jahre later bei ihrer neuen Siedlung auf einem Schiff an. Als ihre Währens und all die andere Fracht angekommen wäre, fangen die Einwanderer an, Bier zu kaufen von den Einheimern oder auch von Mexikanern an der anderen Seite vom Rio Hondo. Einige Lied kauften auch Müllers. Aber ihre kleinen Pferdchen und Müllers wären nicht stark genug zum Fuhren auf die Sanje oder Blattje Weg. Die Lied versuchten dort mit diesen Pferdchen, ihre angekommene Fracht noch Hüs zu führen, aber dort gab nicht viel davon. Die können meist nicht mal die Lade Wehrwas tragen auf die Blattje Weg. Sie sagen dort bald an, dass sie mit ihren leichten Pferdchen allmählich all ihre Sachen was kriegen können. Dann kauften 2 Männer, Johann Dick und Isaac Reimer, jeder einen Traktor mit Gummireifenräder und führten die meiste Lied ihrer Fracht damit, was ihre Hiesakjes. Diese 2 Männer und viele andere Männer sagen all beim und abtragen auf ihrem Land, dass sie auf ihre neue Siedlung sehr neidig wurden Traktors mit Gummireifenräder brücken, nicht nur zum Fuhren führen, aber auch zum Wald utroden und zu der Form und Wascharbeit tun. Ein Prediger, Jakob Dick, wäre auch mit der ersten Einwanderertrupp nach Britisch Honduras gekommen, aber diesmal noch ohne seine Familie. Er bleibt dort gut einen Monat und hält die Lied dort am Alltag mit ihrer schweren Pionierarbeit und am Sonntagmorgen dient er an dort mit der Predigt. Das Prediger sagt das auch an, dass die Pioniere auf ihrer neuen Siedlung in Britisch Honduras nicht ohne Traktors mit Gummireifenräder wurden fertig worden können. Nu erst mal ein von den Jokes oder übertriebene Vertal oder Sposjes, die man in Mexiko hört von so einem Menschen, was nur wenige Wochen alt trägt nach Chihuahua gekommen. Ein von den vielen Sposjes oder Jokes oder Überdreibungen, was man bei Cocktailmung von so einem Mann oder Junges vertalen hört, die all nur wenige Monaten von Britisch Honduras zurückgekommen wären oder Cocktailmung jährend, das wird das. Um für uns zu betegnen, was das in Britisch Honduras für große Miggen gibt, taten sie uns so eine Geschichten aus
De Lied brokken zich in Britisch Honduras keine Mahlstellen merken. De Megen wären doch groot genoeg om die als Mahlstellen brokken te kennen. Man brok de Megen door bloß doodslaan en drehen, en dan kan man die fein als Mahlstellen brokken. Diese en verschiedene andere überdrevene Geschichten worden man ons verteld van de grote Megen in Britisch Honduras. En nu war dat terug nog wo de Mennonitische Pioniere op ihre Blue Creek Siedlung in Britisch Honduras im ersten Sommer fertig waren matten. Wir sehen uns all Jakob Dick von Kleefeld in Mexiko, wir mit der erste Gruppe Einwanderer mit nach Britisch Honduras gefahren, hadden die da in einen ganzen Monat an Arbeitsstelle mit allerhand Pionierarbeit geholfen, hat am Sonntag an geredet. Als hij terug naar huis gekomen was, bericht hij thuis zu der Leidenschaft, dat dat gekaufte Siedlungsland in Britisch Honduras nicht weit genug reingemacht worden war, um so viele Familien auf einmal durch Handtagen zu lassen. Hij zei de Lied thuis, dat Land muss erstmal angemeten worden en daarpa in Wohnstätten. En vorbare Wege mussten auf dem neuen Siedlungsland erstmal gemerkt worden, zodat de Lied können bei ihre eigenen Städten ankommen und dort ansiedeln. Jakob Dick schlug vor, dass wenigstens von der ärmeren Lied nicht vor zum Anfang zu viel durch tragen sollen. Wie das für die da besonders schwer sein wird, mit irgendwas anzufangen, solange es da nicht gut vorbereitet wären. Aber da wären in Chihuahua all so viel Lied, die bloß so schwind als möglich tragen wollen, da halt kein abholen. Nachdem Jakob Dick teruggekommen war nach Chihuahua, dann fuhren auch noch andere mal eine korte Zeit nach Blue Creek, Britisch Honduras, de Lied door Sonntag mit Predigten zu dienen. Peter Harvey Wieb sagt, bei uns Einwanderer wir viel Leid. An so einem Sonntag, wenn mal kein Prediger bei uns war, dann versammelten die Lied sich doch zum Gottesdienst und sangen dann auch heilige Lieder in alten Leben miteinander. Die brechen hier für das Mal wieder auf. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von der ausländischen Mennoniten ihre schwere Pionierarbeit an Britisch Honduras, dem von der auch schon gelesen. Aber nächstes Mal. Ich sehe George und Uncle.